Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Köln-Spiel. Und wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit diesen Kanal und mich. Und damit gehen wir rein in den Bums. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Ich darf die beiden Trainer Timo Schulz und Thomas Tuchel, der zu uns gestoßen ist, begrüßen und wie gewohnt jeweils ein Statement abrufen. Es gibt wieder Statements. Wow. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg an den FC Bayern. Ich denke, kein unverdienter Sieg. Haben zwischenzeitlich sehr hohen Druck aufbauen können. Ich denke, wir haben uns aufgrund einer sehr, sehr gut organisierten Abwehrleistung der gesamten Mannschaft lange im Spiel gehalten. Gerade unsere beiden Naja. Also wir haben ja schon früh auch in der ersten Halbzeit gute Chancen gehabt. Wir haben halt einfach keine Bude gemacht, war. Also da jetzt davon zu sprechen, das war eine gute Abwehrleistung, weiß ich nicht, Alter. Also wilder Take irgendwie. Verteidiger und Marvin Schwebe im Tor haben sicherlich einen hervorragenden Tag erwischt. Darüber hinaus sind wir auch gut, immer mal wieder gefährlich vom Tor aufgetaucht. Und wenn man in so einem Spiel wie heute was mitnehmen möchte, dann muss man auch eine seiner Chancen nutzen. Das haben wir nicht geschafft. Dementsprechend fahren wir ohne Punkte nach Köln. Dem FC Bayern für Mittwoch alles Gute. Danke. Dankeschön. Thomas, du bitte. Ja, ich denke, das Spiel ist gut beschrieben. Wir hatten große Torchancen. Wir haben allerdings auch große Torchancen zugelassen. In der Anfangsphase des Spiels, in den ersten 20 Minuten. 2 oder 3 und dann in der letzten Minute natürlich nochmal eine große Chance mit. Ja, dank Opa aber auch nur. Mit selbst verschuldet und mit aufgelegt. Und hatten viele Torchancen im 16er, haben dann das Tor außerhalb des 16ers gemacht. Ansonsten, ja, also klar, zwischen zwei wichtigen Spielen ist es manchmal von der Konzentration nicht ganz einfach. Naja, also die Konzentration war ja besser wie gegen Heidenheim. Ja. Oder wie gegen Dortmund. Muss man mal ganz klar sagen. Also ich fand es völlig okay heute. Level abzurufen. Unsere Situation in der Tabelle ist natürlich so, dass wir uns das nicht leisten können und trotzdem kann das passieren. Ich glaube, das ist auch kennzeichnend für das Spiel heute. Ein riesengroßer Wermutstropfen für uns natürlich die Verletzung die Verletzung. Naja, war abzusehen. Sorry, muss ich einfach so klipp und klar sagen. Erst recht diese Saison. Ich weiß nicht, warum man dieses Risiko eingegangen ist. Ja, ich weiß nicht, warum man dieses Risiko eingegangen ist. Ne? Nochmal, erstmal ist King super anfällig. Und wir haben ja ganz große Probleme mit Spielern, die aus Verletzungen wiederkommen und dann gleich wieder verletzt sind. Das ist ja jetzt kein Einzelfall gewesen. Von daher verstehe ich nicht, warum man gegen den ersten FC Köln das riskiert und einen King aufstellt. Ich hätte einen Brian heute gebracht, habe ich im Taktikfuchs ja auch gesagt. Ja, shit happens, so ist es. An dieser Stelle natürlich gute Besserung an King. Super schade, wird uns mit Sicherheit fehlen. Ja, aber so ist es. Von Kingsley, der jetzt heute nach langer Zeit wieder begonnen hat. Und ja, das ist dicker Wermutstropfen, der auch ein bisschen überwiegt gerade. Dankeschön. Dann zu den Fragen. Es beginnt Mario Krischl für den Kicker. Herr Tuchel, hier. Wie bewerten Sie denn die Leistung von Noussair Mazraoui? Haben Sie sich da schon präzisere Gedanken? Leistung war okay. Ne, habe ich ja auch gesagt, eine 3 oder gute 3 habe ich gesagt. 60 Minuten gespielt, aber das war auch der erste FC Köln. Und nicht der FC Arsenal, wa? Das muss man natürlich auch ein bisschen im Verhältnis sehen. Gedanken gemacht Richtung Mittwoch, die Sie mit uns teilen möchten vielleicht und ja, na klar wird der Tuchel jetzt sagen, damit Arsenal auch gleich Bescheid weiß, wie am Mittwoch seine Gedanken sind. Ja, Frage noch zu King. Wie bedenklich ist diese Vielzahl an Muskelverletzungen? Es häuft sich ja immer weiter. Ja, ich glaube, es sind unterschiedliche Verletzungen grundsätzlich, aber das hat natürlich auf den Fernsehbildern extrem schmerzhaft ausgesehen und das reicht mit Sicherheit nicht für den Mittwoch, wenn wir jetzt nur mal vom Dienstag ausgehen. Und wir haben Dienstag das intensive Spiel und uns fehlen dann jetzt fürs Rückspiel innerhalb von einer Woche Serge und Kingsley. Sorry, da muss der Tuchel sich jetzt nicht beschweren, oder? Da muss er sich jetzt wirklich nicht beschweren. Also wenn er jetzt hier wieder einen aufmacht, man hätte beide Verletzungen verhindern können.
Ganz einfache Kiste. Ist das extrem bitter. Leroy war heute nicht einsatzfähig, ist der dritte Flügelspieler und Manu hätten wir riskieren können, haben wir heute nicht riskiert. Das sind das 3,5 Spiele innerhalb von einer Woche. Das natürlich und wieder ein Spieler, der aus einer Verletzung kommt, freigegeben ist, um zu spielen und wir auch die. Aber es liegt dann ja nicht am Training, ne? Am Training liegt das nicht. Nee. Ein Spieler, der freigegeben ist von der medizinischen Abteilung, dass er wieder soweit ist, da sollte man sich doch auch mal ein bisschen selbstreflektiert zeigen und das nicht kategorisch ausschließen. Ne? Die Minuten managen und trotzdem können wir es nicht verhindern, dass solche Rehverletzungen passieren. Das ist extrem bitter, vor allem in der Phase, in dem du um die Titel spielst und in dem. Ja, auch das ist selbstverschuldet. Mit nochmal auf den Leroy bezogen. Aber mehr sage ich dazu nicht. Guckt euch gerne den Stream vom Freitag an. Und du natürlich auch in den K.O.-Spielen im Viertelfinale natürlich die Situation haben möchtest, dass du Alternativen hast, dass Konkurrenzkampf da ist, dass du eine gute Bank hast. Vielleicht müssen wir 120 Minuten spielen. Das ist jetzt schon ein sehr, sehr großer. Musst du keine Sorgen machen, Tuchel, die musst du nicht spielen. Wermutstropfen. Nuss habe ich jetzt auch nicht allzu viel erwartet. Ich glaube, das letzte Spiel von Nuss ist schon wirklich auch ein paar Wochen her und dazwischen, ja, hat er gefastet natürlich, aber er war verletzt, dann kam er zurück, dann war er krank, dann kam der Fastenmonat mit dazu, also deshalb hat er natürlich auch gespielt, um wenigstens ein paar Minuten reinzukriegen. Es ist entweder spielt Nuss oder Rafa Guerrero auf der linken Verteidigerposition. Das ist auch kein großes Geheimnis. Und die Entscheidung werden wir am Dienstag treffen. Dann hier auch in der Mitte Torben Hoffmann für Sky. Servus Thomas. Du hast beim Kollegen Patrick Wasserzieher gesagt, das steht noch so ein bisschen in den Sternen mit Leroy Sané, ob er spielen kann. Und auch bei Manu, das klang zumindest dort am Mikro so. Wie ist denn da so die Prognose bei den beiden? Dass ja, bei Manu denke ich, dass es geht. Wir hätten heute wahrscheinlich das Risiko genommen, wenn es ein Viertelfinalrückspiel jetzt heute gewesen wäre schon. Haben wir nicht gemacht. Das müsste normalerweise reichen. Bei Leroy wäre es unseriös, wenn ich jetzt eine Prognose gebe. Das ist so lächerlich mit Leroy, Alter. Ich könnte da jetzt schon wieder so rein, das Salz in die Wunde streuen beim Tuchel, Alter. Das ist so von ihm verschuldet, Alter. Da muss er gar nicht rumheulen. Junge. Nicht gereicht und klar, das werden wir dann versuchen, morgen und Montag und Dienstag ihn vorzubereiten. Katastrophe. Mit Behandlungen, Medikamenten und so weiter und alles wieder daran setzen, dass er am Mittwoch spielen kann. Das ist die Ausgangslage. Dann hier links oben Christian Kunz für die dpa. Eine Frage an Herrn Schulz. Was können Sie trotzdem Positives aus dem Spiel mitnehmen? Und kurze Nachfrage an Herrn Tuchel wegen Coman. Gibt es schon eine vermutete Diagnose? Nee, noch keine. Ich weiß noch keine Diagnose. Ich weiß nur, dass er an der Sebener Straße mittlerweile ist zur Untersuchung. Ja, waren mit dem Gegner. Das sah nicht gut aus, ne? Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das wird nichts sein, was innerhalb von 2 Wochen erledigt ist. Ja, denke ich mal auf Augenhöhe. Eine Mannschaft, die uns natürlich unter Druck setzt und mehr Spielanteile haben wird. Das Positive ist wirklich, dass die Mannschaft den Plan zu 100% umgesetzt hat, dass wir uns gewehrt haben, dass wir uns aber auch spielerisch in einigen Situationen wirklich gut befreien konnten. Und das wird unser Weg bleiben. Wir wissen, dass wir in den nächsten Wochen Siege holen müssen. Wir wissen, dass wir Tore schießen müssen. Ja, wir sind darauf vorbereitet. Wir sind bereit für die Crunch-Time und das Spiel hier beim FC Bayern, das haben wir spätestens abgehakt, wenn wir nachher aus dem Flugzeug steigen. Ja, hier vorne Michael Schröer für die Bildzeitung. Herr Tuchel, Didi Hamann hat soeben den Verdacht geäußert, dass die vielen Verletzungen mit zu wenig Training zusammenhängen. Was halten Sie von der Aussage? Jetzt sprechen die den wieder auf den Didi an, Alter. Didi und Tuchel sind so. Also keine Reaktion, kann ich nicht darauf antworten. Aber ja, genau, richtig. Didi weiß es natürlich. Also vielleicht kommen wir ein bisschen davon ab, immer Bewertungen von außen sofort beantworten zu müssen. Vincent Schirpke für die TZ, ja. Hallo Herr Tuchel, Sie hatten ja heute mit Ihrem Team gegen Köln wieder deutlich mehr Ballbesitz. Gegen Arsenal wird es vermutlich wieder ein bisschen weniger. Eine der besten Saisonleistungen beispielsweise gegen Stuttgart in der Hinserie war auch mit weniger Ballbesitz und mehr Konterspiel. Was liegt denn Ihrem Team jetzt besser und was würden Sie sagen, sind dann die jeweiligen Stärken und Schwächen, wenn Sie mehr oder weniger Ballbesitz haben? Ich glaube, dass die Spiele nicht vergleichen können und gar nicht erst anfangen sollten, Vergleiche zu ziehen zwischen dem Heimspiel heute gegen Köln in der Liga und einem Viertelfinale gegen Arsenal. Am Ende
musst du auf alles eine Antwort haben, was das Spiel von dir verlangt. Wenn du im Viertelfinale weiterkommen willst, kannst du dich nicht nur auf Konter verlassen, nicht nur auf hohes Pressing verlassen, nicht nur auf Balleroberung verlassen oder nicht nur auf Ballbesitz verlassen. Du brauchst das ganze Paket. Wir brauchen mit Sicherheit eine extrem gute Verteidigungsleistung, so wie wir das in London geschafft haben. Wir brauchen mit Sicherheit auch Phasen, in denen wir uns zutrauen, hoch zu pressen, weil das auch möglich ist, gegen jeden Gegner und auch gegen Arsenal hoch zu pressen für hohe Balleroberungen. Und dann brauchen wir auch guten Ballbesitz, um uns im Ballbesitz natürlich auch zu erholen für das intensive Spiel gegen den Ball. Deshalb, wir brauchen eine komplette Leistung, wenn wir am Mittwoch weiterkommen wollen. Wir brauchen das Quäntchen Glück, wir brauchen Tagesform, wir brauchen die Zuschauer, damit hoffentlich dann auch der Heimvorteil der entscheidende Vorteil ist. Ja, hat der Tuchel auf jeden Fall alles auf den Punkt gebracht. Aber das kennen wir ja schon. Er analysiert ja immer sehr gut und sagt immer, was Phase ist, nur macht dann sehr oft genau das Gegenteil. Aber ja, ich stimme ihm 100% zu. Dann hier vorne rechts noch, dritte Reihe bitte, ja. Marc Merten vom Geistblock, hallo Herr Schulz. Wir haben schon mal ein paar Mal darüber gesprochen in den letzten Wochen, dass der FC Probleme hat, Eckbälle aus dem Rückraum zu verteidigen. Das ist das 4. oder 5. Gegentor jetzt in 2024. Warum fällt es Ihrer Mannschaft da so schwer, den Rückraum dicht zu machen? Ich denke, es ist das 3. Sind aber trotzdem 3 zu viel. Gibt klare Zuständigkeiten, klare Abläufe, wenn der Gegner, und das kann man vorher analysieren, sich so aufstellt. Standardsituationen sind eigentlich die einzigen Situationen im Fußball, die du wirklich konkret planen kannst. Und dementsprechend ärgert mich das ungemein, dass wir da einfach nicht die Konsequenz an den Tag legen und in den Abläufen scharf genug sind, um den Ball zu verteidigen. Klar, hat er den auch wirklich gut getroffen, aber da müssen wir schneller da sein. Eine letzte hier rechts daneben, bitte. Ja. Tobias Karsbecken von der Kölnischen Rundschau. Herr Schulz, für Jakob Christensen war es das Startelf-Debüt. Wie haben Sie ihn gesehen? Ja, ich denke, Jax hat genau das gezeigt, was wir uns von ihm erwartet haben. Er ist ein sehr ballsicherer Spieler, trotz seines Alters schon viele Einsätze in Nordsjælland gehabt, auch ein prägender Spieler gewesen. Ich denke, er ist heute mit jeder Minute mehr ist er klar ins Spiel reingekommen, immer wieder die Bälle gefordert, sich auch aus dem Druck rausgelöst, immer wieder geschafft, die Seite zu verlagern. Ist für ihn sicherlich ein guter Startschuss gewesen, auch wenn es ein sehr später Startschuss in die Saison war. Dann nochmal bitte, Kölner Ecke. Vielen Dank, Herr Schulz. Tabellensituation hat sich ein bisschen verändert. Mainz hat gewonnen, Bochum hat gepunktet. Wie blicken Sie jetzt auf diese neue Situation? Der FC hat es jetzt zunächst einmal nicht mehr direkt selbst in der Hand. Ne? Die Situation wird sich nächste Woche auch wieder ändern. Eine letzte, der Kicker, ja. So zaghafte Meldung, oder? Mal ein Statement. Sprich laut oder warte aufs Mikrofon, ja. Eine Frage vielleicht noch zu Dayot Upamecano. Das wäre jetzt beinahe gründlich schief gegangen heute. Wie gehen Sie nach so einem Spiel mit ihm um? Er ist ja, das hat man ja in den letzten Wochen auch gesehen, jetzt gerade nicht der stabilste Spieler aktuell. Ja, aber ich hoffe, dass er weiß und spürt, dass er unsere volle Unterstützung hat. Also wir kennen sein Potenzial, wir wissen um seine Qualitäten, ich weiß persönlich um seinen... Ich habe schon in der Spielanalyse gesagt, Opa ist für die Saison raus. Du kannst ihn diese Saison nicht mehr aufstellen. Sorry. Wie gesagt, das war kein Rückspiel gegen Arsenal in der Champions League. Das war ein Spiel ohne viel Druck gegen 1. FC Köln, Alter. Ja, wenn du da schon so einen Aussetzer hast, wenn du 1:0 führst in der Schlussphase, sorry, da muss man das so klar sagen, dann kannst du den Opa nicht mehr einwechseln die Saison oder aufstellen. Punkt. Ja. Es tut mir leid für Opa, ich mag ihn, habe ich auch gesagt, als Mensch, als Fußballer. Aber wenn das der dauerhafte Zustand ist, dass er immer wieder diese Aussätze hat, dann ist er für den FC Bayern einfach nicht tragbar. So leid mir das tut. Ja, und dann muss man das ändern. Riesengroßen Ehrgeiz. Klar sind das im Moment zu viele große individuelle Fehler, die entscheiden auf dem höchsten Niveau die Spiele. Heute sind wir... Zum Glück wird's heute nicht entschieden. Ne? Hat uns Köln nochmal vom Haken gelassen, weil das wäre natürlich ein grober individueller Fehler gewesen. Und natürlich war Opa da jetzt zuletzt an zu vielen Toren direkt beteiligt. Solche Phasen gibt's, dann gibt's einfach umso mehr Unterstützung und umso mehr Nähe. Das ist ja auch okay, wenn das mal so eine Phase wäre, aber Opa hat das leider jedes Jahr. Genauso wie es ein Sané hat. Oder ein Gnabry, dass sie nur 15 gute Spiele haben, genauso dass ein Coman ein Minimum Drittel, wenn nicht mehr, pro Saison verletzt ist. Und wir reden vom Umbruch und dann musst du den jetzt auch mal knallhart durchsetzen für die kommende Saison.
Denn es ist unser Spieler, ich weiß um seinen Ehrgeiz, wir wissen um sein Potenzial und das kann am Mittwoch nötig sein, dass er spielt, dass er spielen muss, dass er rein muss, um eventuell einen riesengroßen Erfolg für uns zu sichern. Da gibt es jetzt keine Zeit, um nachzukarten und auch keine Zeit, ständig den Finger in die Wunde zu legen, sondern wir müssen positiv bleiben und er kriegt volle Unterstützung. Vielen Dank, schönes Wochenende. Sorry Leute, wenn das passiert, ich wünsche es Opa nicht. Ich wünsche, wenn er wirklich reinkommt, dass er der Spielentscheidende mal im positiven Sinne wird. Vielleicht kann er dann mal so ein paar Fehler abstellen, aber schwierig. Naja, nichtsdestotrotz, so ist es. Leute, bin gespannt auf das Spiel gegen Arsenal. Ich freue mich drauf. Wir werden am Montag im Livestream hier 18:30 hier und live auf Twitch. Schaut vorbei, wenn ihr Bock habt, wenn wir mal ein bisschen die Stimmung einfangen, wie sie so auf eurer Seite ist fürs Rückspiel gegen Arsenal. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support, Leute, und noch ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.